Schau, die Leute fragen immer, Pat, was hast du eigentlich am 19. Januar gemacht? Frischer Orangensaft. Hure fein. Da gibt es einen richtig coolen Trick. Und zwar zum Orangenschälen. Man nimmt jetzt die Orange und drückt die schnell so ein bisschen zusammen. Tut die so rollen, dass sich der Saft darunter so viel löst. Dann nimmt man das Messer, nimmt sie so in die Hand. Oder? Da ist die Oberseite und die Unterseite. So. Schneidet einmal rundum durch. Bis man so einen schönen Kreis hat. Nachher nimmt man einen Esslöffel und kann so da so rein rundum fahren. Das geht dann ziemlich einfach. Und dann kann man die Schale einfach so abziehen und hat schon die eine Hälfte komplett geschält. Und dann kann man nur noch die zweite Hälfte genauso. Und jetzt kann man das auch wieder abziehen und noch den Strunk da rausnehmen. Und jetzt hat man innerhalb von 10 Sekunden geschälte Orange. Es ist jetzt eben noch mega früh am Morgen und ich habe gestern Abend so viel Raclette gegessen. Darum habe ich jetzt gedacht, es gibt einfach nur einen frischen Smoothie. Eigentlich ist es pur Orangensaft. Aber ich habe die ganze Frucht reingehauen, das finde ich irgendwie besser, als dass man nur den Saft nimmt, weil das Fruchtfleisch kann genauso etwas und ist genauso gesund. Ein Traum. So, ich habe jetzt straight 5 Stunden durchgearbeitet und gelernt und jetzt kaufe ich etwas zum Mittag und gehe in die Uni. Es ist schneller gegangen, als ich gemeint habe, weil der Professor ist krank. Das ist natürlich mega geil, wenn er 3 Wochen vor der Prüfung krank ist und nachher seine Übungen und so nicht mehr durchführen kann. Ja, eine hure rote Nase. Es ist echt kalt. Wenn man vom CPU redet, dann meint man den Prozessor im Computer. Das ist also quasi der Teil vom Gehirn, also wenn man das auf einen Menschen ummünzen will, der die Berechnungen durchführt. Beim CPU muss man auf recht viele Sachen achten, wenn man vergleichen will. Und es gibt viel zu vergleichen, weil es gefühlt schier unendlich viele verschiedene Modelle von CPUs gibt. Schauen wir mal sehr schnell den Namen an von so einem Prozessor. Bei Intel zum Beispiel heisst er etwa so: das I und dann eine Zahl, zum Beispiel i3, i5 oder i7. Dann kommt ein Bindestrich und nochmal eine Zahl. Das ist Modellbezeichnung. Beim i3 handelt es sich um den Einsteigerbereich, beim i5 um den Mittelklassebereich und beim i7 um den High-End-Bereich. Meistens steht dann noch so etwas dabei wie Skylake, Broadwell oder Kaby Lake. Das ist einfach der Name der Mikroarchitektur. Für einen normalen Nutzer ist das eigentlich völlig unwichtig und ist nur Marketing. Als nächstes ist es wichtig zu wissen, welchen Sockel der CPU benötigt, weil man kann nicht einfach jede CPU auf jedes Mainboard pflanzen. Im Moment sind die gängigsten bei Intel der 1151er und der 2011-3. Bei AMD sind es der AM3 Plus und der FM2 Plus. Als nächstes könnte man schauen, wie viele Kerne und Threads so eine CPU hat. Kerne sind quasi einzelne Recheneinheiten. Wenn ein Prozessor also 4 Kerne und zum Beispiel 8 Threads hat, heisst das, dass physisch vorhanden 4 sind, für das Betriebssystem aber so aussieht, als wären es 8. Ist auch kompliziert zu erklären. Wichtig ist nur, dass bei Intel eigentlich immer weniger physische Kerne vorhanden sind und mehr Threads. Bei AMD sind es mehr physische Kerne und keine Threads. Was einem da besser gefällt, muss man halt für sich selber festlegen. Als nächstes wichtig ist die Taktrate vom Prozessor, also quasi die Arbeitsgeschwindigkeit. Das sind jetzt zum Beispiel bei meinem neuen CPU standardmäßig 4,2 bis 4,5 GHz. Das sind also 4,2 bis 4,5 Milliarden Zyklen, also Berechnungen, wenn man so will, pro Sekunde. Je höher, desto besser, aber auch da desto teurer. Was man da machen kann, ist den Prozessor zu übertakten, also overclocken auf Englisch. Dann läuft er schneller als vorgesehen und man kann den Prozessor zum Beispiel bis auf 5 GHz zum Laufen bekommen. Durch das wird er aber heißer und braucht auch mehr Strom und wenn man übertreibt, dann kann der PC regelmäßig unter der Last einfach abstürzen. Wenn man es krass übertreibt, kann aber sogar der CPU kaputt gehen dabei. Bei Intel steht hinter dem Namen vom CPU manchmal noch ein K. Das heisst, dass man den Kern besonders einfach übertakten kann. Jetzt ist es so, dass man wissen muss, für was man den CPU hauptsächlich braucht. Games zum Beispiel unterstützen selten mehr als 4 Kerne. Darum bringt es nicht, einen mit 8 physischen Kernen zu kaufen. Für Anwendungen, die CPU-intensiv sind, wie zum Beispiel Rendern von Videos, das Ver- und Entschlüsseln von Dateien, Berechnen von Primzahlen usw., dort ist es gut, wenn man mehr Kerne hat. Also muss man abschätzen, für was dass man den CPU braucht. Für den Hundskommune Gamer bringt es aber mehr, wenn er, wie gesagt, einfach nur 4 Kerne und 8 Threads hat und eine hohe Taktrate. Aber auch da, bevor ihr einen CPU kauft, checkt, ob die anderen Bestandteile von eurem PC den CPU überhaupt vertragen. Dann hat es ein paar weitere Informationen zum Kern. Das ist der L3-Cache zum Beispiel. Das ist der schnellste, aber auch teuerste Speicher in einem PC. Meistens liegt der im Moment bei 8 MB.
Manche CPUs haben auch noch einen extra Bereich für Grafikberechnungen eingebaut. In den meisten Fällen kann man den aber vernachlässigen, weil man als Gamer eine schnelle Grafikkarte benutzt und nicht der CPU Bilder berechnen lässt. Außerdem ist noch wichtig, wie viel Strom der CPU braucht. Da gibt es grosse Unterschiede. Am besten ihr leset sogenannte Benchmarks durch. Da haben die Leute den Prozessor richtig ins Schwitzen gebracht und dabei Performance-Daten erhoben. Und zwar in verschiedenen Anwendungsgebieten. Und so kann man ein bisschen besser abschätzen, wie gut der CPU wirklich ist, weil manchmal unterscheidet sich das ganz schön krass von dem, was auf dem Papier steht. Ich hoffe, das hat euch jetzt etwas gebracht. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.